erinnert Dich vielleicht daran, dass ich für ungefähr 2 Monaten mit meinem Kollegen Georges Bach über die Reform von der sogenannten Direktiv Detachement geschwärzt habe. Ein richtig Lützeburger Wort gibt es nicht dafür. Die Deutsch so eine Entsenderichtlinie, und das beschreibt es vielleicht besser. Es geht hier um Arbeiter, die sich an ein anderes Land beginnen, für dort eine Zeit zu schaffen. Anfang März hat die Europäische Kommission einen neuen Text vorgelegt und heute wollte ich an diesem Dossier, den auch für Lützeburg ganz wichtig ist, ein paar Sachen Neues zählen. Die ersten Entwicklungen weisen nämlich, dass den uns sich evidente Prinzip, dieselbeste Pay für dieselbeste Arbeit, nicht an allen Memberstaaten evident ist. Es geht, wie gesagt, um Arbeiter, die von einem Membersland an ein anderes geschickt gehen und da während einer limitierten Zeit ein gewisses Service leisten. Legal bleiben sie an ihrem Heimatland angestellt und sind auch an ihrem Land sozialversichert. Für die Europäische Union ist dieses Sujet schon lange so wichtig, weil es hier nicht just um ein paar hundert oder ein paar tausend Leute geht. Nein, am Jahr 2014 waren es über 2 Millionen Arbeiter, die so detachiert waren, und das waren 45% mehr wie 5 Jahre früher. 40% davon arbeiten am Bau, 20% an der Industrie. Polen, Frankreich, Deutschland sind die Länder, die am meisten Arbeitskräfte an das Ausland schicken. Frankreich, Deutschland und Belgien sind die Nationen, wo die meisten Salarien hingeschickt gehen. Aber auch für Lützeburg ist dieses Sujet nicht unwichtig. Wir hatten am Jahr 2014 22.000 Leute, die bei uns detachiert wurden. 20% davon an den Bausektor. Wir haben aber an derselben Zeit als Lützeburger 62.000 Leute über die Grenzen herausgeschickt, um nach außen zu schaffen. Die Gebiet Lützeburg ist also genau so betroffen wie ein grosser Teil der Europäischen Union. Den Detachement kann nun sich eine gute Sache sein. Wir müssen aber auch sicherstellen, dass es nicht zu sozialem Dumping führt oder dass die Arbeiter im Ausland nicht minder geschützt gehen und nicht mehr schlecht behandelt gehen wie die anderen. Sozialen Dumping darf keinen Platz an der Europäischen Union finden. Dafür ist die Union auch schon an den 90er Jahren an diesem Dossier aktiv gewesen und hat ein Detachement reguliert. Einerseits für die Salarien zu schützen, und andererseits auch für eine faire Konkurrenz zwischen den Industrien zu garantieren. Es soll ja nicht so sein, dass die Entreprise mit Leuten aus dem Ausland arbeiten, für mehr billige Services anzubieten. Dafür wird damals schon dezidiert gehen, dass immer die Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen von dem Land gelten, wo die Arbeiter ausgeführt gehen. In dem Sinn gelten am eigenen Land für jeden dieselben Minimum Rotzeiten, maximal Arbeitszeiten, das Prinzip von derselben Pay für Frauen und Männer und so weiter und so fort. Aber wenn wir die letzte Kehr schon hier gesagt haben, gehen es nach ein paar Lakunen an den Texten. Sachen, die müssen angepasst, die müssen verbessert gehen. Zum Beispiel gibt es kein Limit an der Zeit, wie lange ein detachierten Arbeiter ihren als permanenten Arbeiter angesagt wird, und auch dort zum Beispiel in der Sozialversicherung, Krankenkasse und so weiter am Aufenthaltsland fällt. Auch bei den Payen kommen die detachierten Arbeitskräfte dachs mehr schlecht weg. Da kann es mal gut sein, dass der lokale Kollege, der genau dieselbe Arbeit macht, 50% mehr verdient. Das ist unfair Konkurrenz, und sozialen Dumping, und das muss gestoppt gehen. Leider haben wir aber festgestellt, dass nicht alle Memberländer so gesagt, wie ich gesagt habe. Und dass dafür dieselbe Pay für dieselbe Arbeit auf derselben Platz gar keine Evidenz ist. Schon kurz nachdem die Kommission ihre Proposition gemacht hat, wird Direktiv zu überschaffen, zu verbessern, und schon ihr Derbechten überhaupt am Parlament angefangen haben, sind 11 Länder gegen die Direktiv gegangen. Das 11 zum größten Teil Länder aus dem Osten wie Polen, Ungarn, Rumänien, Slowakei, Tschechische Republik, haben der Kommission die gelbe Karte gewesen, für zu sagen, dass das Projekt überschafft oder zurückgezogen.
D'Opposition zu so enger Proposition vun der Kommission, wo es ja am Fong just darum geht, sozial Ungerechtigkeiten aus dem Weg zu räumen, stellt de gute Willen an die Responsabilität von diesen Ländern ganz seriös afro. Als nächstes stellen sie hier egen Nationalinteressen für eine europäische Lösung von einem europäischen Problem. Und ich fand, das geht lo durch. Wie ich schon mit DAX gesagt habe, als Solidarität kein Sens unique. Es kann nicht just holen, aber es muss ein Heinz auch gehen. All Memberstaat muss dafür seine Responsabilität überholen. An einer Union, die immer mehr DAX von verschiedenen Membern als Geisel geholt wird, also in der Zeit kein Europa mehr an den Vordergrund zu stellen. Wir sollten umdenken. Ein Europa mit den Ländern, die bereit sind, den nächsten Schritt zu machen. Die wollen an kruziale Bereiche vorkommen, aber wo die immer oberst für die, die wollen mitmachen. Wir sind Lützeburg das schuldig. Wir sind den europäischen Bürger das schuldig. Den europäischen Werte auch, die man nicht sollte vergessen. An die stehenden Treten. Und zuletzt sind wir dem Projekt Europa schuldig. Dafür sollen wir die Reformen zu pur machen, wenn sie nicht alle mitmachen wollen.